Denn vor wenigen Tagen war es ja auch soweit. Die Weihnachtsmärkte haben ihre Pforten geöffnet und da sind auch in diesem Jahr bei uns in der Region wieder viele Außergewöhnliche mit dabei. Man kennt das. Die einen sind auf dem Schiff, ebenfalls, nicht auf dem Kreuzfahrtschiff, auf einem etwas kleineren vielleicht, oder auch im mittelalterlichen Stil. Wir zeigen Ihnen heute einen ganz besonderen Weihnachtsmarkt. Der befindet sich nämlich tief unter der Erde. Ende November, der Weihnachts-Countdown ist eingeläutet. Seit dieser Woche sind in den großen deutschen Städten die Weihnachtsmärkte eröffnet und laufen auf Hochtouren. Aber nicht nur in Deutschland fiebern die Menschen dem besinnlichen Fest entgegen, auch jenseits der Grenzen gibt es Weihnachtsmärkte. Ein ganz besonderer befindet sich in der niederländischen Stadt Valkenburg. Dieser Markt liegt unterirdisch, und zwar in den Grotten der Stadt. Zudem ist er zweigeteilt. In Valkenburg gibt es zwei Grotten. Das ist einmal diese hier, wo wir gerade sind. Das ist die Fluvelengrotte. Das ist, auf Deutsch heißt das Samtgrotte. Und die Gemeindegrotte. Die Fluvelengrotte ist die mit dem Thema, die eine Geschichte erzählt. Und das ist dieses Jahr das Thema das Haus vom Weihnachtsmann. Deshalb ist die Außenseite dieser Grotte auch als kleines Haus erkennbar. Innen liegen und hängen überall Geschenkpakete. Außerdem besteht die Grotte aus ganz vielen Nischen. Diese sind thematisch dekoriert. Jede der Nischen bildet so ein eigenes Zimmer des Weihnachtsmannhauses. Das ist hier zum Beispiel das Geschenkezimmer des Weihnachtsmanns oder das Schlafzimmer vom Weihnachtsmann. Und so geht man durch die Grotte, also entlang der Route, und findet immer kleine Nischen mit dekorierten Zimmern, die halt dann diese Geschichte begleiten. Und neben diesen Räumen gibt es entlang der Route noch einiges mehr zu sehen. Die Grotten sind typisch für die Region Südlimburg. Entstanden sind sie durch den Abbau von Mergel. Schon die alten Römer nutzten diesen gelben Sandstein als Baumaterial. Stücke aus Mergel werden aber auch heute noch auf dem Weihnachtsmarkt zum Kauf angeboten. Und zwar auf dem Stand von Jan Arz. Er kennt sich in den Grotten bestens aus, obwohl die Bezeichnung Grotte für die unterirdischen Gänge ist eigentlich gar nicht zutreffend. Diese Grotten sind eigentlich keine Grotte, das sind eigentlich Höhlen. Weil dadurch, dass die Leute Steine hier rausgeholt haben, haben wir hier jetzt Gänge. Und die Steine, was hier rauskommen, die verarbeite ich und da mache ich alles von Souvenir, Namenplatte, was man will, kann ich machen. Jingle bells, jingle bells, jingle all. Mittlerweile sind die Valkenburger Grotten eine Touristenattraktion. Mehr als 120.000 Besucher zieht es jedes Jahr zum unterirdischen Weihnachtsmarkt hierher. Doch auch außerhalb der Weihnachtszeit werden die Grotten vielfältig genutzt. Unter anderem kann man aber auch hier das ganze Jahr über Führungen machen, die dann auch so ein bisschen die Geschichte erzählen, gerade auch während den Kriegen, dass sich die Soldaten hier versteckt haben. Man kann mit dem Mountainbike hier durchfahren. Es gibt so einen kleinen touristischen Zug, der hier durchfährt. Also und wie gesagt, Weihnachtsmarkt ist ein Thema, was man halt dann im Winter umsetzt. Der unterirdische Markt ist aber nur ein Punkt auf dem Valkenburger Weihnachtsprogramm. Die limburgische Stadt nennt sich selbst in der Weihnachtszeit Kerstadt. Zu Deutsch Weihnachtsstadt. Und eine Weihnachtsstadt zeichnet mehr aus als nur ein Weihnachtsmarkt. Seit dem 18. November zieht deshalb jeden Mittwoch und Samstagabend eine große Parade durch die Valkenburger Innenstadt.
Dieser Umzug ist ein Ausdruck der Verbundenheit der Einwohner zur Stadt. Was Sie hier sehen, die Jugend, die Atmosphäre, das fühlt man, das spürt man, das ist, was Leute suchen. Wieder zu Hause sind, wieder das Weihnachtsgefühl haben, wie man früher zu Hause das auch miterlebt hat. Das ist auf neues Kind sein, geborgen sein, die Lichter, die Dunkelnis und etwas Auge füreinander. Das ist schön. Mindestens genauso sehenswert wie die Parade ist die Falkenburger Weihnachtskrippe. Sie ist die größte Sandskulpturenkrippe Europas und befindet sich in einer dritten Grotte, der Wilhelmsgrotte. Der Nachbau der Geburtsstätte Jesu nennt sich Magisch Sand. Er ist 30 Meter lang und 6 Meter hoch. Viel Menschenkraft und eine ganze Menge Material war für seinen Bau notwendig. 737 Tonnen Sand hat man hier reingefahren und ungefähr 18 Leute haben hier in einem Monat alle die Skulpturen, wie Sie die hier sehen können, haben die hier gebaut. Es ist ja ganz schön für die, sowohl für ältere Leute oder auch mit Jugendlichen oder Leute mit Kindern, um hier noch einmal zu sehen, wie die ganze Story erzählt wird von Weihnachten. Das südlimburgische Falkenburg ist also auf jeden Fall ein Besuch wert, insbesondere zur Weihnachtszeit. Und wer sich nach einem Besuch des Weihnachtsmarkts dem ganzen Trubel in der Innenstadt entziehen will, dem bleibt immer noch die romantische Fahrt im Sessellift und der Blick von oben auf die Lichter der Kehrstadt. Ja, mit dieser weihnachtlichen Stimmung entlassen wir Sie in den wohlverdienten Feierabend, denn es war sie, die Rheinzeit heute.